Herzlich willkommen zum LiveNet-Talk, heute aus Langenthal. Wir sind hier im Park von der Klinik SGM und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Dr. René Hefti ein Gespräch führen können über ein Themengebiet, das wirklich schon über Jahre mehr fasziniert. Spiritual Care ist so der Überbegriff. Aber man kann auch andere pointierte Zugänge finden. Ihr habt einmal zum Nachlass eingeladen, René Hefti, hier in die SGM, oder habt geschrieben, möchten Sie Ihre Lebenszeit um 6 bis 10 Jahre verlängern? Also das ist vielleicht, da kann man die Leute noch ein bisschen mehr packen als mit dem englischen Begriff. Ja. Es kommt aber nicht von mir, das ist meine Mitarbeiterin, hat das geschrieben. Aha. Und die darf es jetzt ausbaden. Ihr müsst das Referat dazu nehmen. Ja. Das ist natürlich ein Thema, oder? Leben, Langlebigkeit ist ein Thema, das die Leute interessiert. Mhm. Und das ist ein Thema, das natürlich auch die Forschung interessiert. Die Forschung ist ja intensiv daran, im Sinne vom Anti-Aging das Leben zu verlängern, was ja zum Teil schon gelungen ist. Oder? Und da stellt sich natürlich die Frage, hat Spiritualität auch einen Einfluss, oder? Auf unser Leben, auf unsere Lebensqualität, auf die Länge von unserem Leben, oder? Mhm. Ja, und da, wenn man euch ein bisschen verfolgt und das, was ihr so vertretet, dann weiss man, ja, ihr seht das als eine Ressource eben im Gesundheitsbereich, im Gesundheitswesen, ganz klar, oder? Da ist kein Fragezeichen hinten dran. Nein, man muss schon sagen, oder? Es kann natürlich, man muss glauben, die Spiritualität kann eine Ressource sein, kann aber auch ein Belastungsfaktor sein. Das muss man ehrlicherweise schon sagen. Und das muss man auch differenzieren. Und das ist natürlich auch gerade im wissenschaftlichen Kontext wichtig, dass man das differenziert und nicht einfach so pauschalisierend sagen, die Spiritualität ist immer eine Ressource. Das stimmt einfach nicht. Also, das kann wirklich ein Belastungsfaktor sein, das sehen wir auch bei unseren Patienten da, das durchaus ein Belastungsfaktor sein, wenn man eben einen angstbesetzten Glauben oder einen Glauben, der mit vielen Normen verbunden ist, das kann durchaus das Leben auch einschränken. Ja. Aber eben, wenn es auf eine gesunde Art ein Leben sozusagen haben oder einen Boden gibt, dann ist es eine Ressource. Mhm. Ich glaube, das weiss jeder selber, der mit dem Glauben Erfahrungen hat, dass der Glauben einfach wirklich eine Kraft ist, auch eine tragende Kraft. Und das ist auch im Krankheitskontext so, dass Patienten das wissen, das formulieren Patienten auch immer, dass ihnen hilft, wirklich auch Krankheitssituationen zu tragen, schwierige Lebenssituationen zu tragen oder im Kontext gerade von psychiatrischen Erkrankungen, auch überhaupt am Leben noch festzuhalten. Oder? Es tut effektiv die Suizidalität und vor allem die Suizidrate deutlich reduzieren. Und eben auch natürlich kann es helfen, dass man zum Beispiel durch eine Krankheit besser durchgehen kann oder die vielleicht besser annehmen, damit kann umgehen. Und da möchten wir natürlich gerne noch ein bisschen das versuchen, ja, mit Fakten oder Studien, muss ich vielleicht eher sagen, probieren ein bisschen zu untermauern. Kann man da wirklich von Studien her klar sagen, dass das ist unbestritten? Ja, also darum habe ich das Buch mitgebracht. Oder? Das ist ja sozusagen meine zweite Bibel. Das Handbook of Religion and Health. Von denen gibt es mittlerweile 3. Und in dem Handbuch, das Handbuch fasst eigentlich praktisch so die Studien, die es gibt zu all diesen verschiedenen Themen zusammen. Das ist ein geniales Buch, wo man jetzt zum Beispiel schauen, was weiss man über Spiritualität und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was weiss man über Spiritualität und Depressionen. Das ist ein ganz spannendes Buch und das ist jetzt die zweite Ausgabe und das dritte ist jetzt eigentlich schon in der Pipeline. Mhm. Und da gibt es wirklich wissenschaftliche, empirische Untersuchungen, die das zeigen, dass der Glaube da wirklich eine rechte Ressource ist. Also man muss so 3 grosse Bereiche unterscheiden. Der eine ist, der Glaube ist wirklich eine Ressource im Sinne von der Salutogenese, also das ist wirklich es tut das Leben unterstützen, sogar lebensverlängernd. Der Glaube ist eine Ressource im Sinne von der Bewältigung, oder? Von der Krankheitsbewältigung zum Beispiel. Und der Glaube kann natürlich dann auch im Sinne von einem direkten Einfluss auch wirklich ein direkter Weg sein, auch zur Heilung. Mhm. Lasst uns doch einmal so ein Beispiel nehmen, wie man da auch das hat versucht zu erforschen. Ihr seid ja selber auch Leiter vom Forschungsinstitut für Spiritualität und Gesundheit und dort eben dem immer wieder ein bisschen nachgehen und auf den Grund gehen. Was könnte man da für eine Studie mal als Beispiel nennen? Ich kann ja sonst mal Sachen sagen, die wir gemacht haben. Also meine erste Arbeit, die ich gemacht habe, war noch in Österreich. Ich komme ja aus der Herzmedizin und es hat uns interessiert, zum Beispiel Bypass-operierte Patienten, die religiös sind, ob die Bypass-Operation besser bewältigen.
Und wir haben sehr viele bypass-operierte Patienten betreut in dieser Klinik und dann haben wir einfach die einen Fragebogen bekommen über den Glauben, über die Spiritualität und dann haben wir das verbunden mit den medizinischen Daten und dann geschaut, dass, ob die jetzt religiöser sind, mehr im Glauben verankert sind, ob die zum Beispiel weniger Komplikationen gemacht haben während der Bypass-Operation, ob die kürzere Spitalaufenthalte hatten, ob die nachher eine bessere Herzfunktion haben und das lässt sich effektiv zeigen. Mhm. Der hat mich auch ein bisschen dokumentiert. Wahrscheinlich kommt das auch aus diesem Buch oder aus anderen Fachartikeln, wo er mir ein bisschen Sachen geschickt hat. An einem Ort ist es eine Studie mit 144 Nonnen in Italien, wo man ein bisschen geschaut hat, was passiert mit dem Blutdruck im Vergleich zu Menschen, die so in einem ähnlichen Altersbereich einfach mit ihrer Lebenssituation sozusagen nachher sich eben die Blutdruckwerte verändern. Und bei den Nonnen ist es recht stabil geblieben. Sie aber haben vielleicht auch nicht den gleichen Stresspegel, ich weiss es nicht im Leben, oder wie kann man das bewerten? Ja, das ist eine spannende, es gibt so die Nonnenstudie, das ist eine spannende Studie, weil man hat eigentlich Nonnen untersucht und gleichaltrige Frauen außerhalb des Klosters. Und dann hat unter anderem hat man auch eben den Blutdruck untersucht und was man ja weiss, und da über 30 Jahre hat man das gemacht, also über 30 Jahre hat man die verfolgt. Und was man weiss, ist, dass der Blutdruck mit dem Lebensalter ansteigt. Oder? Das ist der normale Alterungsprozess. Und bei den Nonnen hat man gesehen, dass eben der Blutdruck über die 30 Jahre eigentlich praktisch nicht angestiegen ist. Und das ist schon sehr spannend und das zeigt, dass eben irgendwo ihr Lebensstil, ihr spiritueller oder ihr religiöser Lebensstil wirklich auch irgendwo in die Biologie hineingreift, oder in das Herz-Kreislauf-System hineingreift. Und das finde ich schon sehr spannend und das kann man sich zum Teil erklären. Aber auch nur, da gibt's natürlich, man weiss natürlich, dass Stress den Blutdruck kann erhöhen kann, dass natürlich ein Leben, oder im positiven Sinn ist eine Nonne eine Frau, die wirklich in der engen Verbindung zu Gott lebt, irgendwo in einer tragenden Verbindung zu Gott lebt, irgendwie ihr Leben aus ihrem Glauben heraus wahrscheinlich anders kann bewältigen kann, irgendeinen Sinnkontext hat für das, was sie macht, in einer Gemeinschaft lebt unter Umständen. Ich gehe selber gelegentlich in ein Kloster, wo benediktinisch praktisch und dort sind nur schon die Schwiegemahlzeiten. Auch nur mal während dem Essen nicht einfach zu schwätzen, sondern zu schweigen und das Essen wahrzunehmen und die Gemeinschaft wahrzunehmen. Ich finde, das hat schon eine Wirkung. Mhm. Ja, der bringt dort auch den Bezug rein, Ora et Labora, einfach, was dort drin ist und das in einer gesunden Spannung können zu haben und was das dann ausmacht. Also wir können es ins Moderne übertragen, oder? Dann wäre es nicht Work-Life-Balance wahrscheinlich heute und würde man von diesen Sachen reden. Ja gut, bei der Work-Life-Balance geht es ja mehr um Arbeiten und Freizeit. Ja. Bei Ora und Labora geht es eigentlich wirklich um das Diesseits und das reale Leben da, um jetzt und wirklich immer irgendwo das Bezogensein auf Gott hin oder auf Transzendenz. Und das ist natürlich... Das schafft aber irgendwie eine andere Balance. Mhm. Ja. Was war denn eigentlich das, Herr Hefti, was euch so fasziniert hat an dieser Richtung? Wo ihr dann gesagt habt, das ist das, wo ich mich wirklich spezialisieren will und auch in der Forschung mehr hineingeben weiter? Ja, das waren verschiedene Schritte, aber ich habe, mich hat Psychosomatik schon immer interessiert. Oder? Wie spielt gerade Herz-Kreislauf mit Emotionen zusammen. Und als ich nachher plötzlich entdeckt habe, dass Spiritualität eine weitere Dimension ist, habe ich das natürlich sehr interessiert. Wie spielt Spiritualität rein? Im Sinne von einem erweiterten biopsychosozialen Modell. Und ich bin 1998 auf Langenthal gekommen, damals noch als leitender Arzt. Und mich hat es natürlich interessiert, wie hilft das den Patienten, ganz real? Wie hilft es den Patienten real, ihre Krankheiten zu bewältigen, ihre Depressionen zu bewältigen. Und so, das hat mich immer mehr einfach auch so ein bisschen in die fachliche und in die wissenschaftliche Auseinandersetzung geführt. Und als ich vor allem entdeckt habe, dass es eine ganze Forschungsrichtung gibt, die auch dem Buch da praktisch zugrunde liegt, eine ganze Forschungsrichtung, die sich mit dem Thema beschäftigt. Also die erste Studie, die mir in die Hand kam, ist hoher Blutdruck und Glauben. Was hoher Blutdruck und Glauben, soll das irgendeinen Zusammenhang haben? Ich habe in der Medizin gelernt, der Blutdruck das ist so ein hydraulisches System, oder? Aber was soll hoher Blutdruck und Glauben miteinander zu tun haben? Und das hat mich nachher angefangen zu faszinieren. Und dann habe ich angefangen, bin in diesen Studien angegangen, habe das
die Studie gelesen. Ich bin total fasziniert. Ich bin dann 2004 in die USA gegangen. Ich wollte mal wirklich einen Ort sehen und auch ein bisschen erfahren, was sie da genau machen. Also wo sie diese Disziplin wirklich schon das war ein Zentrum der Duke University, eine ganz bekannte Forschungsuniversität, die so ein Zentrum hat, das Center for Spirituality and Health. Und das, wo der König, der eigentlich auch das Handbuch rausgibt, wo auch mal geht, was machen die und was forschen die und was das hat mich total interessiert. Ja, und wir haben es vorhin schon ein bisschen von Studien gehabt. Eine andere, die auch sehr interessant ist, finde ich, ist eine von der Universität in Oslo, wo es darum geht, über Hoffnung. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo sie eigentlich wie so eine Hope Scale machen, also kann man Barometer sagen, fast ein bisschen, oder messen, wie viel Hoffnung ein Mensch hat. So weit man das, sie haben da etwas ausgeklügelt, um das herauszufinden. Und höhere Hope Scores helfen eben dann tatsächlich auch bei der Bewältigung von Krankheiten. Ja, das geht ja sehr in eine ähnliche Richtung. Oder? Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind ja die drei. Und das ist, ich finde es spannend, dass man solche Themen untersucht. Oder? Dass man schaut, was hat Hoffnung eigentlich für eine Kraft, jetzt wirklich im Krankheitskontext. Wie weit hilft es den Patienten, oder? Wirklich ihre Krankheitsbewältigung. Und das ist ja, Hoffnung ist hat ja etwas mit Perspektive zu tun. Perspektive, gerade über meine Krankheitssituation raus, gerade über meine aktuelle Lebenssituation raus. Und das ist oder es ist die Sinndimension, geht ja auch in die Richtung. Und das geben wir bei Patienten. Es gibt eine ganz spannende Untersuchung, jetzt nicht aus dem spirituellen Kontext, wo man geschaut hat, Brustkrebspatienten, wieso überleben die einen länger und wieso sterben die einen schneller. Und man sieht, die wirklich eine Perspektive haben, die über ihre Krankheitszeit rausgeht. Also ganz banale Sachen. Also ich will mein Haus noch fertig bauen, ich will meine Neffen noch erleben. Die leben länger. Ja. Voilà, also eben immer wieder die Schnittstelle zu, was hat der Glaube für einen Einfluss aufs Leben, auch in Richtung von Glück, tut ihr euch auch ein bisschen damit befassen, habe ich herausgefunden. Also ihr habt jetzt gerade im April auch einen Einsatz wieder denkbar, das ist ein Anlass von der Schweizerischen Evangelischen Allianz in Olten, wo ihr mehr so die Facetten reinnimmt, was ist denn das vom Glück her, also wie eine Art des Glückselixier auch, oder, wo der Glaube auch noch sein kann. Ja, was heute die ganze Happiness im Englischen. Die ganze Happiness ist ein grosses Thema geworden, kommt eigentlich auch aus der buddhistischen Tradition. Und die ganze Happiness, das ist eine Art Lebenshaltung, die eben von positiven Emotionen geprägt ist. Oder? Und das ist natürlich etwas, was man sehr gut weiss, auch aus der Psychosomatik, dass die positiven Emotionen die fördern Heilungsprozesse. Oder? Und die Happiness ist eigentlich so ein Zustand von positiven Emotionen. Oder? Und das haben wir heute wirklich angefangen auch untersuchen. Da gibt es auch eine ganze Forschung zur Happiness und welche Formen von Happiness und wie man Happiness kann erfassen kann. Und da gibt es auch wirklich schöne Arbeiten, die zeigen, dass Leute, die eben glücklicher sind oder positive Emotionen haben, dass die einfach eine bessere Gesundheit haben. Dass die Krankheitssituationen besser bewältigen. Es gibt das berühmte Lied «Don't worry, be happy». Ja. «Don't worry, be happy». Und es gibt ein Artikel, ist publiziert worden mit dem Titel «Don't worry, be happy». Und dort ist es darum gegangen, dass die wirklich die bessere Herz-Kreislauf-Gesundheit haben. Zum Beispiel. Und das, denke ich, das Herz-Kreislauf-System ist ein System, das sehr stark auch reagiert auf Emotionen. Ja. Viel mehr, als man eigentlich denkt. Ja. Okay, mehr dazu eben am 20. April zu Olten, dem Anlass «Macht Glaube glücklich» ist das Thema. Aber kommen wir noch mal ein bisschen zurück jetzt zu auch eurem Weg. Das nimmt mich auch noch ein bisschen Wunder, was ihr da persönlich erlebt habt, als für euch, was das für eine Ressource heute ist. Ihr seid als junger Erwachsener selber zu dem Glauben gekommen, gell? Könnt ihr da noch mal eine Rückblende machen, wie das dann euer Leben hat vielleicht verändert oder eben neue Ressourcen hat reingebracht? Oder einfach... Also mein Glauben, mein ja. persönlicher Glaube. Ja. Ja, ich habe im Studium ja Zugang gefunden zum Glauben. Das hat auch meine Sicht auf Medizin ziemlich verändert.
Und ja, also ich habe einfach, ich meine, der Glaube ist für mich zu einer tragenden Grundlage geworden. Also der Glaube ist für mich persönlich eine tragende Grundlage. Und ich einfach spüre, das hebt, das trägt, da ist ein Boden. Ich kann wirklich mit Gott in einer Verbindung stehen, im Gespräch stehen. Ich kann meine Sorgen bringen, abladen. Also das ist für mich wirklich zu einem Fundament geworden in meinem Leben. Mhm. Und das ist sicher die persönliche Erfahrung, wo dann dem an meinem Interesse zugrunde liegt. Ja, wo ihr auch eben als Arzt immer wieder den Mut habt, ganz offen hier dazustehen. Oder? Also, ich denke, auch dieser Bereich, meine Spiritual Care als richtig insgesamt, weiss ich nicht, wie breit ist das akzeptiert, aber auch als Arzt so rauszustehen, oder? Auch für den Glauben, für Jesus. Was erlebt man da? Ja, also ich denke, also wenn man sich natürlich, der Glaube ist immer verdächtig, oder? Der Glaube ist immer verdächtig und also, wenn man als Arzt gläubig ist, ist das immer schon ein bisschen verdächtig. Und der will dann Patienten missionieren und der will jetzt den Patienten irgendwas sie glauben, eine Art überstülpen. Das ist ja immer verdächtig. Also das ist, und das ist natürlich auch, darum finde ich auch das ganze Thema Spiritual Care, das Sie jetzt angesprochen haben, das kommt ja aus der Palliative Care raus. Oder? Das Palliative Care, habe ich ja gemerkt, dass so die existenziellen Fragen, Lebensende, Sterben, dass die natürlich unausweichlich sind in der Palliative Care. Und dort hat sich eigentlich der Begriff Spiritual Care etabliert. Ich finde ihn halb gut, weil wenn man es hört, Spiritual Care, dann denkt man, es geht auch um die Spiritualität. Das ist so nah bei Pastoral Care, oder? Das ist echt Seelsorge. Aber Spiritual Care, so wie es eigentlich verstanden wird, jetzt wirklich, ist ein ganzheitlicher Ansatz unter Einschluss von der Spiritualität. Mhm. Und in dem Sinn finde ich es ist natürlich ein Konzept, wo ich total dahinter stehe, oder? Und Spiritual Care hat natürlich jetzt auch wie einen Boden geschaffen zum Thema Spiritualität, auch im medizinischen Kontext wieder zu thematisieren, ohne dass es gerade entweder um Esoterik geht oder ohne dass es gerade um Missionieren geht, sondern dass man einfach mit einem offenen Blick auf den Patienten und auf die Spiritualität kann schauen, was hat das für einen Einfluss in dem seinem Leben? Ist das tragend für ihn? Ist das darum auch die spirituelle Anamnese ist ja aus dem herausgewachsen, jetzt auch, wo man wirklich eben auch nicht nur fragt, was hat über alles für Krankheiten gehabt, sondern spielt Spiritualität in seinem Leben irgendeine Rolle? Mhm. Spielt sie in seinem Leben eine Rolle? Spielt sie in seinem Krankheitskontext eine Rolle? In welchem Sinn? Ist es tragend? Ist es belastend? Aber auch wieder die beiden Seiten. Und da dürfen wir wirklich jetzt wieder im medizinischen Kontext echt das Thema aufbringen. Ja. Und das finde ich wirklich der Gewinn von der Spiritual Care, dass das Spiritual Care wieder ein Feld geschaffen hat, wo das möglich ist. Ja. Genau. Jetzt, ich frage gleich noch mal ein bisschen nach, auch für euch persönlich. Eben, ihr habt jetzt mehr von der Spiritual Care als Ganzes wie auch wieder geredet. Oder ja, Glaube ist verdächtig, okay. Aber für euch persönlich, ihr seid ja auch zu Langen schon durchaus mal rausgestanden, ein bisschen provoziert, rund um Ostern, kommt jetzt gleich wieder, oder Ostern? Das ist bei uns auch der Artikel, der mal ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, der Arzt, der ans Kreuz ist gegangen. Und ja, aber ich stehe zu meinem Glauben. Das finden nicht alle cool, aber ich stehe zu meinem Glauben, weil der Glaube ist mir wirklich ein Fundament und ich stehe dazu. Und das kann manchmal, natürlich jetzt im fachlichen Kontext, kann einem das quer kommen, oder? Ich weiss noch genau, während meiner Assistenzzeit bin ich auch zu meinem Glauben gestanden, immer wieder. Und dann ist man halt irgendwie der fromme Doktor, oder? Und dann das ist lustig, oder? Dann sind zum Beispiel die Unterassistenten, das sind ja dann noch die Studenten, die dann Assistenten zuteilt werden. Die haben immer schon irgendwelche Vorstellungen gehabt, wer ich bin und wenn sie zu mir kommen, dann müssen sie den ganzen Tag über den Glauben reden. Tatsächlich, ja. Und das ist natürlich, der hat dann nachher relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht stimmt, dass das einfach dann so halt so Bilder sind, die da geschaffen werden. Aber man steht vielleicht stärker unter Beobachtung, je nach von den Kollegen. Ja, das ist so. Und das ist auch so mit dem, was wir da machen, oder? Das ist immer verdächtig, oder? Wenn man als jemand, der sich auch nah zum Glauben bekennt, sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, ist man ja immer verdächtig, dass man ja zeigen will, dass es wirkt, dass man ja will zeigen, dass es etwas Gutes ist.
Und das macht einem im fachlichen Kontext verdächtig, das macht einem im wissenschaftlichen Kontext verdächtig. Da muss man immer eine Art so ein bisschen gegen schon so ein bisschen den Verdacht so ein bisschen ankämpfen. Aber ja, es ist halt so. Ja. Es ist halt so. Gehört dazu. Gehört zu euch, gehört zu eurem Leben und zu eurem Weg. Und eben darum auch nochmal Stichwort Ostern, wenn wir jetzt auf das hergehen, was heisst das, was ist das für euch so im Jahreskalender für eine Zeit? Oder geht ihr die ganz bewusst? Ja, aber die Passion ist für mich wirklich das Höchste oder das Tiefste, das, was Gott, was Jesus für uns gemacht hat im Rahmen von der Passion. Das ist für mich das Tiefste und vielleicht letztlich das Unfassbarste. Das bewegt mich am tiefsten. Das hat mich auch wahrscheinlich auch zum Glauben geführt letztlich. Aber und ich kann Ostern, ich muss dem auch können, wie ein Stück Ausdruck verleihen. Und durch den Passionsanlass, den wir da machen, können wir dem Passionsgeschehen auch hier in Langenthal ein Stück Ausdruck verleihen. Und das freut mich, dass wir das immer noch dürfen. Ja. Mit gewissen Einschränkungen oder gewissen Vorgaben, die vorstehen. Aber das lassen wir jetzt mal auf der Seite. Ja. Grundsätzlich, ja, genau. Ist das immer noch möglich. Sie haben ja bei dem Artikel, den Sie erwähnt haben, gesagt, ja, was hat das für einen Zusammenhang mit der Medizin, oder? Ich meine, das Leiden ist ja das Kerngeschäft der Medizin, oder? Die Patienten, Menschen, die leiden durch ihre Krankheitssituation. Manchmal ist es ein kürzeres Leiden, das wieder behoben werden kann. Manchmal ist es ein andauerndes Leiden, das ist chronische Schmerz. Patienten. Das ist ein anhaltendes Leiden, das finde ich, das ist in einer starken Verbindung eigentlich mit der ganzen Passionsthematik. Und ich finde, das ist nicht irgendetwas, das ist nicht eine andere Welt, sondern es ist genau die Welt, in der wir uns endlich bewegen, als Ärzte. Genau. Ja, sehr spannend. Danke vielmals, Herr Hefti, für das Gespräch. Und jetzt muss ich gleich noch mal zurückkommen, schnell zu der Eingangsfrage. Ihr habt sie, glaube ich, nicht beantwortet, oder tun sie vielleicht auch im Referat nicht beantworten, aber die mit dem «Möchtet ihr die Lebenszeit verlängern», ist jetzt das wirklich mehr einfach zum ein bisschen catchy Einstieg, oder was ist da dran? Nein, es gibt 150 Studien, die das untersucht haben, also Religiosität, Spiritualität und Mortalität. Oder? Es gibt 150 Studien, von denen sind etwa 50 von einer wirklich guten Qualität. Und die 50 Studien, die von einer guten Qualität sind, haben wir zusammengefasst in einer sogenannten Meta-Analyse. Das ist ja, das sagt Ihnen vielleicht nicht, aber das ist eine Meta-Analyse ist eine Möglichkeit, mehrere Studien zusammenzufassen und ein Gesamtergebnis zu bekommen. Und in dieser Meta-Analyse mit diesen 50 wirklich guten Studien hat man gesehen, dass die Untersuchten, die stärker im Glauben verankert sind, die höhere Spiritualität oder Religiosität haben, dass die etwa eine 20-prozentige Reduktion haben von der Mortalität. Also 20% weniger Sterblichkeit. Und Sie können das auf die 20% umrechnen, jetzt in mehr Jahren, wo Sie leben. Aber 20% weniger Sterblichkeit ist im medizinischen Kontext ein absolut potentes Medikament. Also ein Medikament, das die Sterblichkeit um 20% verringern kann. Und in dieser Bewegung, in dieser Grössenordnung bewegt sich die Wirkung wirklich von der Spiritualität, vom Glauben im medizinischen Kontext. Und das finde ich schon beachtlich. Und das finde ich auch beachtlich, dass die Medizin das nicht interessiert. Oder noch nicht so fest interessiert, wie ich denke, es müsste sie eigentlich interessieren. Ja. Gerade weil sie das mit dem ewig Jugendthema durchaus interessiert. Oder mit dem Verlängern vom Leben und so weiter. Oder? Das ist ja wirklich ein Thema, das man überall darüber lesen kann. Genau. Dr. René Hefti, nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Freude und Erfüllung bei dem Forschen in diesem Bereich und auch als Arzt natürlich, als das, was ihr praktiziert. Und, habe ich nicht erwähnt, Dozent an der Universität seid ihr ja noch zu Bern und sogar zu Basel, auch noch 2 Universitäten. Alles Gute euch, Gottes Segen. Danke vielmals. Merci. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden.
Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.